Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Survival Gaming. Oxygen Not Included, das ist nun Episode Nummer 3, Let's Play mit Chuti. In der Deep Space Colony versuchen sich zurzeit 4 Duplikanten das Leben möglichst angenehm zu gestalten in einer doch sehr lebensfeindlichen Gegend. Es wurde schon einiges gebaut. Wir haben Zyklus 6, der hat gerade begonnen. Ich denke, heute steht auf dem Bauprogramm. Ja, was steht denn heute auf dem Programm? Etwas zu schlafen, die Kojen. Das Klo ist ja fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch schon erwähnt habe. Das sind die Raumdesigns. Je nachdem gibt es 4 verschiedene Raumtypen, Latrine, umgangssprachlich besser bekannt als das Klo. Sind hier die Raumkriterien, die ihr hier auf dem Display seht, erfüllt. Gibt es einen Bonus? Beim Klo ist das ein Spannungsbonus. Dann die Kaserne finde ich eigentlich blöd, der Name ist einfach ein Schlafsaal oder ein Schlafraum. Da gibt es einen Ausdauererholungsbonus, das ist, steht heute auf dem Programm, dass wir den bauen. Der Speisesaal, der kann noch ein bisschen auf sich warten lassen, gibt ebenfalls einen Entspannungsbonus. Und die Krankenstation, die kann noch sehr auf sich warten lassen, da habe ich echt nicht eilig, gibt Wichtiges zu bauen. Gibt einen Quarantäne-Bonus. Lustig, wenn ich von Krankenstation spreche, dann kriege ich gleich einen Hustenanfall. Liegt wohl daran, dass ich irgendwie so ein bisschen allergisch auf Krankenhäuser reagiere. Ich wusste nicht, dass sich das auf die virtuelle Pixelwelt übertragen lässt. Scheint aber dennoch der Fall zu sein. Gut, viele Worte, viel Gequatsche, wenig Sinn. Los geht's. Die Nahrungsproduktion ist noch sehr bescheiden. Ich konnte bis jetzt 5 Mehlholz in meinen Pflanzenkisten anbauen. Der kommt von alleine. Dann haben wir hier das Problem mit der Temperatur. Das heißt, nicht mal der wächst. Also hier wächst eigentlich gar nichts mehr. Ja. Hier auch nicht. Ja, gut, ich sehe schon, die Hauptherausforderung hier ist echt, was mache ich, damit meine Duplikanten, die ja ohnehin ein bisschen blöd sind und zuweilen ihre Köpfe einmauern, nicht verhungern? Ich sehe hier jetzt echt keine Möglichkeit, diesen Raum ein bisschen zu kühlen, aber na, es ist ja eigentlich auch egal für den Moment. Ich brauche den Platz nicht, also lassen wir es so. Sauerstoff sieht gut aus. Ich habe irgendwo gehört, dass man im Kohlenstoffdioxid... Ich habe das irgendwo gehört oder gelesen. Ich weiß nicht, ob es korrekt ist, was irgendjemand, der dieses Video schaut, hier mehr Bescheid weiß oder irgendwelche Fakten hat. Anscheinend kann man Nahrung in Kohlenstoffdioxid lagern, ohne dass diese verrottet. Wenn das wirklich der Fall ist, hätte das natürlich den Vorteil, dass ich keine Energie brauche für einen Kühlschrank. Mal schauen, ob ich hier irgendwelche Infos finde. Nicht wirklich. Ah, das ist ein schönes Matschgeräusch hier. Ja, macht ein bisschen angepissten Eindruck, die gute Eli beim Klo reinigen. Kann man ihr eigentlich nicht übel nehmen, gehört auch nicht zu meinen Lieblingsarbeiten. Dennoch ein Applaus für Eli, sie macht es trotzdem. So, nochmals zurück zum Kohlenstoffdioxid. Ich sehe hier nichts, was mir als
als Laie erklären würde, warum das die Nahrung nicht verrottet. Vielleicht kann mir das irgendjemand von euch erklären. Ob das wirklich so ist, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nicht ausprobiert, mache ich dann vielleicht einfach mal. Gut, Nahrung kann ich nichts machen. Das reicht. Ja, dann machen wir jetzt wirklich mal die Kojen. Oder wie es hier so schön heißt, die Kaserne. Damit die Duplikanten was Anständiges zu schlafen haben. Ja, was sieht man hier? Die verschmutzte Erde, die da so gelagert wird durch die Benutzung, wurde jetzt hier bei diesem Klo, das gereinigt wird. Hier übrigens noch ein Bug, dass die Anzeige nicht resettet wurde, weil der kann jetzt wieder 15 Mal benutzt werden, müsste wieder unten sein. Egal, sind wir mal nicht so pingelig, hauptsächlich es funktioniert. Verschmutzte Erde wurde hier in den Komposthaufen rübergebracht, hier wird jetzt langsam umgewandelt in Dünger. Hier gab es noch irgendeinen Samen, der noch nicht eingelagert werden konnte. Kann jetzt. Ich denke, die sind bald voll. Ich baue mal noch 5 weitere dazu. Das Duftbäumchen im Klo. Für ein wohltuendes Wellness-Erlebnis. Na, man kann sagen, was man will, aber auch Duplikanten wissen, wie man sich gemütlich einrichtet. Vielleicht noch ein paar Worte zum diesem Aufräummechanismus. Es ist so, dass die Duplikanten, die all das Zeug, das hier so rumliegt, von alleine einsammeln, wenn es nichts anderes mehr zu tun gibt. Will man, dass sie trotzdem aufräumen, obwohl es noch andere Dinge zu tun gibt, muss man extra via diesem Aufräumbefehl das Zeug markieren. Das wird dann prioritär aufgeräumt. Habe ich jetzt gemacht hier oben wegen dem Hatch oder wegen den Hatches, sind jetzt schon 2. Hat übrigens auch den Vorteil, dass an einem aufgeräumten Bereich die Stressproduktion oder die Stresserhöhung reduziert. Ja, ich beschleunige mal. Das ist ja auch jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Aber ich möchte hier wirklich mal ein bisschen aufgeräumt haben. Hier unten nicht. Aber so in den Bereichen, die bewohnt werden. Ja. Gut, das ist eigentlich nicht so ungewöhnlich. Ich mache doch hier einfach noch ein bisschen Platz. Mit erhöhten Prioritäten kann ich das auch noch abgreifen. Und, ach genau.
Aber doch keine Ziegel, mein Guter. Nee, graben sollt ihr. So. Mhm. Genau. Dann kann ich das hier auch noch abgreifen, ein bisschen Algen sparen, weil Algen ist immer noch nicht so toll. Ich mache hier auch mal maximal Priorität, damit es ein bisschen vorwärts geht. Ein neuer Duplikant bietet sich an, in unsere Dienste überzutreten. Schauen wir mal, ob da was Schlaues dabei ist. Der ist... Nö. Nein. Und... Nochmals nein. Werden alle abgewiesen und da warte ich jetzt nochmals 3 Zyklen. Bekomme dann hoffentlich einen besseren Duplikanten angeboten. Ernte ist aktiviert. Mhm. Gut, das Fließ sollte hier das eigentlich ein bisschen bereinigen. Der hier fließt auch. Das ist echt schade. Ja, Frage an die Profis, die hoffentlich zuschauen. Wenn ich jetzt hier eine Wand bauen würde, würde das die Hitze abhalten? Na gut, das bringt ohnehin nichts, weil hier unten ist ja auch schon viel zu heiß. Mein Gott. Echt übel. Na gut, Mehlholz bis 30 Grad. Ich hoffe, das wird jetzt noch ein Weilchen dauern. Warum läuft hier nichts? Weil es keinen Platz im Lager hat. Jetzt sollte wieder was laufen. Genau. Gut, dann war eines der Ziele dieser Episoden Betten. Die werden aus Sandstein gebaut. Ich denke, ich baue gleich mal den ganzen Raum voll damit. Ja, bei der Gelegenheit kann ich mal ein bisschen zeigen, was sonst noch... Oh, ich sehe gerade, Mehlholz wird entwurzelt. Das ist jetzt klein, das soll hier unten angepflanzt werden. Ja, beim Bauen gibt es immer verschiedene Materialien, je nachdem, was man gerade im Lager hat. Und jedes Material hat irgendeinen Ressourceneffekt. Also Sandstein hat zum Beispiel Dekoration plus 10, hat zum Beispiel den Vorteil, wenn ich Deko-Gegenstände baue, wird dieser Deko-Wert noch um 10% erhöht, mit Granit sogar um 20%, plus Überhitzungstemperatur ist dort noch erhöht. Granit mag ich sehr. Ja, Magnemit habe ich thermisch reaktiv und dasselbe für Obsidian. Finde ich eigentlich recht selten. Vielleicht weiß auch hier jemand der Profis, was wo am meisten Sinn macht. Ich nehme sicher Granit für die Deko. Weil es noch einen zusätzlichen 20% Boost gibt. So, ich werde jetzt hier mal noch die Forschung ein bisschen ankurbeln, das habe ich vernachlässigt. Und zwar will ich den Supercomputer, damit ich fortgeschrittene Forschung machen kann. Währenddem das läuft, was habe ich hier oben? Sauerstoff, aber ganz, ganz wenig. 18,5 Gramm ist wirklich nicht viel. Ja, ich denke, es macht auch Sinn, jetzt hier mit diesem Bad zu beginnen. Mit dem Bad. Also ein Bad ist es eigentlich nicht. Dafür brauche ich mehr Granit. Ich hätte hier noch ein bisschen Granit abbauen sollen. Weil hier hat es ja wirklich viele Keime. Ja, das mache ich.
Also es war ein Fehler. Magnetit, Granit und hier hat es noch Algen. Ja, ja. Machen wir so. Gut. Also Schleuse. Eine ganz kleine reicht. Oder soll ich die ein bisschen größer machen? Ich könnte sie eigentlich ein bisschen größer bauen. So. Das hat jetzt natürlich den Nachteil, dass das Ganze zu groß ist und ich keinen Schlafsaal-Bonus kriege. Ist im Moment nicht so tragisch. So, meine lieben Duplikanten, wie sieht es denn jetzt aus mit Aufräumen? Eigentlich gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, ein bisschen schneller. Ich denke, das reicht nicht. Ich werde diesen hier wieder aktivieren. Das wird mir schon ein bisschen zu dünn, die Luft hier drin. Ist ja bereits violett. Violett bedeutet kaum atembar. Ja, 3,6 Tonnen Algen. Okay, hier oben kann ich noch ein bisschen abbauen. Hier ebenso. Hier. Hier. Großes Algen abbauen. Forschung wurde abgeschlossen. Supercomputer steht. Oh ja, da fällt mir gerade ein. Ist mal neuen Job, Energie. Das bedeutet nächst. Was hat es eigentlich? Ich schaue nochmals Kabelbrücke, Schalter und die große Batterie. Ich sollte hier wirklich die reicht das? Ne, zu groß. Dann mit der Produktion anfangen. Ist ein bisschen langsamer. Na kurz, ein bisschen langsamer macht sonst nicht Sinn. Ja, gefällt mir jetzt nicht so wahnsinnig toll. Aber ich muss hier echt was machen für die Nahrungsproduktion. Wird dann nachher wieder weggebaut. So.
Und zwar eine Küche. Auch die Küche ist wie im realen Leben, selbst im Dönerladen gelten Hygienevorschriften, gilt auch in Deep Space Colony, dass sich die Duplikanten erstmal die Hände waschen, bevor sie in die Küche marschieren und dort mit der Nahrungsmittel hantieren. Sehr schön. Was haben wir hier? Hassan rennt im Rad, lädt die Batterien auf. Eigentlich sind sie aufgeladen. Ich weiß gar nicht, wann der noch rennt. Naja, soll er. Hier ist aufgeräumt, hier noch nicht. Das sieht auch langsam gut aus. Das Schöne ist, wenn das Mehlholz dann geerntet wird, besteht immer eine, ich glaube 33%ige Chance, genau, dass noch ein Samen rauskommt. Dann erledigt sich das hier von alleine. Was habe ich jetzt? Habe ich noch diese hier. Ich mache den noch weg, damit es ein bisschen besser fließt. Und sonst, hier habe ich noch 3 Oxyliten, ansonsten ist nichts mehr los. Ja, ist halt so. Dann hier noch ein Mikrobenmancher. Ich werde hier noch die Verkabelung machen. Ohne Strom läuft dort nichts. So. Gut, dann gibt es ja einiges zu tun für meine 4 Duplikanten. Forschung wurde noch abgeschlossen. Das ist sehr schön. Kann ich die Energie dann noch ein bisschen ausbauen. Das mache ich, wenn das hier mal abgearbeitet wurde. Forschung werde ich aber weiter betreiben. Und zwar möchte ich die Innenausstattung machen. Kann ich zumindest mal rudimentäre Blumentöpfe bauen, um den Dekowert ein bisschen zu steigern. Ansonsten mal auf Schnelldurchlauf. Dann setze ich noch ein paar Prioritätsakzente hier einmal, damit mehr Sauerstoff fließt. Hier dasselbe. Ebenfalls auf 9. Ja, das kriecht hier langsam rauf, muss erstmal durch das Kohlenstoffdioxid. Aber läuft. Läuft schon. Forschung abgeschlossen, das ist die erste Deko-Variante, solange ich noch keinen Supercomputer habe. Werde ich jetzt einfach mal die erste Reihe durchgehen, dann Rohrleitungen für Pumpen und die ganzen sanitären Geschichten. Habe ich das auch schon erforscht. Okay, das sollte jetzt eigentlich besser fließen. Das ist alles verkabelt, das sieht gut aus. Sehr schön. Das heißt, ich gehe jetzt mal zur Ernährung über. Wir haben es mal ganz kurz angeschaut. Also, Mehlholz, das ich in Töpfen habe, das produziert Mehlläuse. Mehlläuse, Qualität -3, ja. Ist okay, ernährt, aber geht besser. Deshalb sage ich hier im Ernährungsbildschirm, dass Läuse nicht gegessen werden dürfen. Matschriegel ebenso. Ja doch, ich habe noch keinen Grill. Schmutzwurzel darf gegessen werden, ist alles -3, -3. Habe ich noch mehr Nährstoffriegel? Essbar. Oh ja. Ja, ist eigentlich alles, was ich habe zurzeit. Das an Ernährung darf gegessen werden.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man die herstellen kann oder ob das nur die Startnahrung ist. So wie die Armee-Ration. Mag auch niemand. Läusebrot. Genau, das ist in Qualität -2 und entspricht den Erwartungen. Und das werde ich jetzt in einem großen Stile produzieren. Das dürfte ein Weilchen ausreichen. Beeren, wenn ich sie finde, und Pilze. Ja, dürfen auch noch gegessen werden. Ohne Grill läuft auch nichts. Ja, ich muss jetzt echt mal das ganze Wasserzeug hier runter machen. Dafür wollte ich hier das Granit abbauen. Wir setzen dann aus. 11.000 sollte eigentlich reichen. Das sollte eigentlich reichen. Tut es auch. Gut. Was ich noch mache, ich schmeiße nun alle Nahrung hier oben rein. Priorität 7. Diese hier wird zerlegt. Weg damit. Das ist jetzt noch meine letzte Aktion. Wenn der Tag anbricht, dann ist diese Episode bereits schon wieder vorbei. Das letzte Mal habe ich ein bisschen zu lange gemacht. Das gleiche ich jetzt ein klein wenig aus. Das Waschbecken Richtung Nahrungserzeugung. Sie lagert ein und wäscht sich dann die Hände. Werden die Nahrung dreckig? Oh ja, tatsächlich. Tatsächlich macht sogar Sinn. Sehr schön. Ja, ich denke, ich kann die dann runterlassen. Die bringen da überhaupt nichts. Gut, letzte Aktion. Ne, das mache ich in der nächsten Episode. Nächste Episode gibt es einen Supercomputer und die Wassersammelstelle. Genau. Ansonsten ist hier nicht mehr viel los. Schauen wir dann in der nächsten Episode an. Das heißt, Episode 3 war es nun. Genau 3 endet mit Zyklus 10. Pause ist aktiviert. Das bedeutet vorbei. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut euch auch die nächste Episode an. Unterstützt mich ein bisschen beim Aufbau dieser Kolonie mit Tipps und Tricks. Und bis dahin alles Gute. Tschüss.